Du kannst dir nicht ausdenken, wie geisteskrank hoch diese Wand ist. Du stehst vor einem Berg, einfach mit einer geraden Wand, die nach oben geht. Insane. Adi Totoro und Paulo Muck präsentieren den Darts Creator Cup 2025 live aus der Live Music Hall in Köln mit Philo, Chapo 102, Max Schradin, Marc Eggers, Stefan Gehring, Levi Pennell, Paul Frege, Jonathan, Niki Stemmler, Fiontime und vielen mehr. Wer sich kein Ticket holt, wirft sein Leben lang die 26. Moin YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zurück auf dem besten Zweikanal von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir gucken heute an International Streamer von Sata Hugo, neues Video. Ich laber nicht lange rum, wir gehen einfach rein ins Video. Viel Spaß damit. Was läuft? Ich würde so gerne diese ganzen Fortnite-Sachen verstehen, aber ich bin einfach zu cracked up und habe nie Fortnite gespielt. Also ich check's so ein bisschen, aber nie so, weißt du, nie so ganz, wenn du das Spiel immer selber gespielt hast. Willkommen zum nächsten Video. Jojo. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Okay, das, was er kann, kann ich auch, Freunde. Jetzt wollen wir mal sehen. Ich kann auch Blättergrün. Schladin, du machst Eli-Cosplay, oder? Ja, ich mache Eli-Cosplay heute. Was denn, großer? Was hat Schradin? Das sehe ich ja jetzt erst! Was hat Schradin denn für Kopfhörer? Ey, das habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt, weil das sind ja so Bluetooth-Kopfhörer. Und ich weiß nur, Bluetooth-Kopfhörer mit einem PC zu verbinden, wo man streamt, hat immer Delay. Digga, wenn der so gamet, oder der hat immer Delay mit dem Sound. Oder YouTube-Videos. Der guckt so YouTube-Videos mit so einer halben Sekunde Delay. Aber der merkt das nicht, weil er zu alt ist. Sind das Hörgeräte? Das kann nicht sein Ernst sein. Der spielt doch nicht wirklich oder streamt doch nicht mit solchen Dingern, oder? Findet ihr meine neue Frisur? Sagt ehrlich, das ist so silbergrau. Ich hab's in die Ey, Frisur finde ich actually geil. Story gepackt. Ja, finde ich okay. Sagt ehrlich, ist doch geil. Und ich habe kein Kabel mehr. Dieses verdammte Kabel. Und dann steckst du die rein und drehst es einfach so in die Ohrmuschel rein. Also da kannst du hier wackeln. Das ist sowas von Überkacke, Digga. Digga, was ist denn jetzt los? Warum hat der einen Creeper-Anzug an? Du bist ja spielsüchtig hier. Was? Du hast gerade in der Purge, wo alle gegeneinander fighten, bist du zum Casino gerannt. Ich hab's doch gehört. Ihr seid alles Versager, Digga. Was für raus. Das Ding drücke ich an die Spitze. Guck genau hin. Bam! Hey! Bitte. Oh ja! Nicht spielsüchtig. Glaubst du, Elders kommt bei Mädels gut an? Hast du schon mal eine Freundin? Hat sich Wer ist sie? Wer ist sie, Chat? nicht so ergeben. Du bist doch eigentlich ein liebenswürdiger Junge. Dankeschön, Dankeschön. Aber nee, hat sich nicht so ergeben. Also von deren Seite oder deiner Seite aus? Nein, ich war halt... Ja, erzähl ruhig, wie es war, Bruder. Man wollte halt einfach nur so, also drücken halt. Ach, Bruder. Ja, Bruder, was soll ich... Wieso sehen die Haare von Niklas aus wie Yum-Yum-Rahm? Wenn du die Yum-Yum-Rahm direkt aus der Packung nimmst, hast du die Haare von Niklas. Krass. Die sehen 1:1 aus wie Yum-Yum-Rahm, Digga. Man wollte halt einfach nur so, also drücken halt. Hier, guck mal hier. Digga, das sind 1:1 aus der Packung. Hier, Chicken, noch Chicken-Gewürz drüber, kannst essen. Ja, Bruder, was soll ich denn sagen? Ich dachte, da kommt jetzt voll der krasse Satz raus. Guck mal, ich sag dir ehrlich, so zeige ich wirklich meine Liebe einfach. So, wenn ich dich ein bisschen ärgere und so, du zeigst ja auch ab und zu deine Liebe, weißt du? Ich zeig Liebe wem gegenüber? Man sagt ja, was sich liebt, das neckt sich. Ich möchte dich nicht enttäuschen, aber ich verspüre aktuell keine Liebe dir gegenüber. Rose? Ich finde das so geil, wie Schradin immer da sitzt bei seinem Stream. Das sieht an sich einfach schon nur lustig aus, wie er da sitzt. See weit über den See werfen. Andere Maustaste, nochmal aufheben. Hast du welche gefunden? Ja. Einfach im Boden drin. Einfach im Boden. Aber nur 2, Mann. Gesterbe, Hilfe. Oh nein! Bruder, ich habe ein Video gesehen vom Basti-Chat, ja? Und ohne Witz, da gehen auch Props raus. Ich finde Basti extrem unterhaltsam. Das ist so gechillt da. Geil, Digga. Geil, dass Eli das sagt irgendwie. Irgendwie feier ich das gerade. Es ist Basti. GHG, ich pull ab mit TNT. Ich habe Elytra auf dem Rücken. Heißt, du gehst mir aus dem Weg. Okay, pass auf, das mache ich jetzt noch eben. Und was hat Gronk eigentlich für ein verfickt gafftes Setup? Das ist Twitch 2012 und YouTube 2011 Hauptkanalseite, Digga. Digga, der hat so viele Overlays. Ich glaube, dafür muss ich mal ganz kurz... Also der hat so viele Overlays, aber dann 35.000 Zuschauer. Wie geht das? Eben starten schon mal. Er kommt jetzt. Okay, finde mal.
Digga, das ist so krass, diesen Namen zu sehen, ne? Dann willst du wieder mit Redstone bauen und dann... Sorry, Handy war laut, sorry. Soll ich den Arsch ein bisschen rausstrecken? Warte. Boah, das muss unfassbar chillig sein für Grund gerade. Ich glaube, er wird es übelst feiern gerade. Ja, wie insane ist das denn? Einmal gleich drauf. Stefan Hinkelmann ist vieles. Ehemaliger Elitesoldat, Bergsteigeprofi und Survival-Experte. Aber stimmt das überhaupt? Oh Gott, was ist denn das für ein Video über dich von Klängern? Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Geil. Nein, ich habe kein Video von einem Klängern gesehen. Ich kenne auch keinen Klängern. Ich habe keine Ahnung, was hier jetzt... So. 2 Clips später. Ja, das Video von Klängern. Geil. Er weiß genau, um welches Video es geht. Deine Infos waren aus meiner Webseite. Da freue ich mich aber. Aber ich habe keine Webseite. Warum ist der Kopf geschwärzt? Ist das ein Barett? Einheit und Rang. Da sieht man Abzeichen. Aber warum zensiert man seinen Rang und sein Abzeichen? Division Reinigungskräfte. Parkour-Bataillon. Karnevalsverkleidung 97. Zudem meinte Stefan ja außerdem noch in einem Kommentar, dass er die Eiger Nordwand Free Solo bestiegen hat. Diesen Berg zu besteigen ist für viele Bergsteiger das... Ey, Leute, Eiger Nordwand. Warte mal. Warte, wo ist es? Habe ich das gefilmt? Habe ich es nicht gefilmt? Oder habe ich es gefilmt? Nein, ich habe es nicht gefilmt. Hier hinten dran, hier aus dieser Gondel rechts ist die Eiger Nordwand. Geisteskrank, Digga. Es gibt so einen legendären Schweizer Film über die Eiger Nordwand, wo die von der Erstbesteigung, wo, glaube ich, auch ein paar Leute gestorben sind. Es ist geisteskrank. Es ist irgendwie geil, das zu hören, weil ich glaube, alle Schweizer kennen die Eiger Nordwand. In der Schweiz ist so, du hast das Matterhorn, das ist so der geilste Berg, aber du hast die Eiger Nordwand, das ist so mit Abstand die schwerste Route zu klettern und alleine. Und dieses Free Solo ohne Absichern und so, das geht gar nicht. Und dann reden die plötzlich in ganz Deutschland über die Eiger Nordwand, was ich irgendwie extrem geil finde. Krasseste in ihrem Leben. Da ist er hochgeklettert, ohne Sicherung alleine und keiner guckt zu und es gibt keine Beweise. Das ist Wahnsinn. Ey, Hier. Ey, no joke. An alle Leute, die schon mal in Wengen waren oder Lauberhorn, Jungfrau Joch, Digga, wenn du unter dieser Wand stehst, das sieht auf einem Video, du kannst dir nicht ausdenken, wie geisteskrank hoch diese Wand ist. Du stehst vor einem Berg, einfach mit einer geraden Wand, die nach oben geht. Das ist insane. Es könnte sein, dass ich ein Video habe, wo ich über die Eiger Nordwand fliege mit dem Helikopter. Weird Flex, Digga, aber ich guck mal, ob ich das habe. Guck mal hier. Das ist die Gondel, die da hochfährt. Es ist so insane schön. Ein Kumpel ist auf der Eiger, aber Ostroute. Boah, ich kenne mich halt nicht so aus mit den Routen dort, ne? Aber ich weiß nur, dass dort alles insane ist. Diese Kante rechts ist dann die Eiger Nordwand. Hier fliege ich. Hier rechts, das ist der Eiger. Über die Kante. Oh mein Gott, guckt euch mal, wie groß es ist. Wir sind im Helikopter, ne? Das ist einfach eine Wand. Und da ist er hochgeklettert. Guck mal, wir fliegen an der Wand vorbei. Ich war einfach da. Das ist die Eiger Nordwand. Ja, ist auch ein bisschen Weird Flex wegen Helikopter und so, aber ein Homie von mir hat die Ausbildung gemacht zum Helikopterpilot. Er musste Stunden sammeln. Aber das ist insane. Leute, das wissen viele tatsächlich nicht, aber ich bin da auch Free Solo. Ich bin da auch Free Solo hochgeklettert. Ich bin hier... Ja, ich bin Free Solo hochgeklettert, dann hat er mich mit dem Heli abgeholt, ja. Ich hab mich hier festgehalten, weil ich brauchte Seile und Haken und nicht. Und dann bin ich hier nach oben geklettert und war dann hier. Meiner Community muss ich das nicht beweisen. Meine Community weiß, dass ich das kann. Bruder, ich check das nicht, wie das funktioniert. Ja, Totem, Bro, achso. Ja. Und du willst mir sagen, Stefan hat dasselbe gemacht und hat nichts dazu gepostet. Ich habe original 34.000 unbeantwortete E-Mails. Tut mir leid, Klängern. Das ist tatsächlich gar kein Flex mit 34.000 unbeantworteten E-Mails. Das ist ja gar kein Flex. Wie hat man 34.000 unbeantwortete E-Mails, Digga? Ja, gutes Management, Digga. Dein Ego so klein ist und ich deine E-Mail nicht gesehen habe. Das Problem an der Survival-Branche ist halt... In der Survival-Branche, ich finde es so geil. Ich meine, wir leben in der oberindustrialisierten Zeit überhaupt. Und es gibt Survival-Experten. Scheiße, dann holt euch einen normalen Job ohne Wohnung. Dann habt ihr das Problem nicht. Hier ein kleines Meisterwerk in Ehren-Thomas-Stadt. Frankfurt ist wild. Achso, das ist der GTA 6-Trailer bei den Frankfurt Edition. GTA 6 mit Frankfurt, ja. Wir haben mehr Prostitution und Crack als GTA. Hast du schon mal ein bisschen was gekauft? Bong habe ich wahnsinnig gern geraucht. No joke. Digga, sein Blick, ihr seht's nicht ganz, sein Blick ist krass. Das hält der Steiner immer mal in meinem Wohnzimmer sitzt und diesen Satz droppt. Hätte ich niemals gedacht. Das ist halt das, was Frankfurt mit euch macht, Leute. Auch mit einem anständigen Kerl wie dem Thomas. Ja, guck mal, das ist dieses Teil da. Das, das ist das Penisteil. Das gibt's sogar noch mit Dreierlänge. Das ist dann eher meins. Es ist wieder soweit, Skyline TV Live. Wir haben jetzt, bevor der Weihnachtsmarkt-Marathon beginnt, hier jetzt heute nochmal ein ganz besonderes Event vor uns. Wir gehen einfach in ein Staatstheater. Heute mit vor Ort ist Sebastian Vettel. Ich habe mich natürlich auch gut auf ihn vorbereitet. Willst du das Band festhalten? Nee. Doch, mach mal kurz. Nein, das ist übergriffig. Darf ich nicht zeigen, wie biegsam du bist? Nein. Boah, nein, ist es wirklich. Annika, da steht ein vierfacher Formel-1-Weltmeister. Guten Tag, hi, ich bin Adam. Es tut mir so leid. Digga, wie geil, what the fuck?
Überfallen. Ich bin berühmt. Wollen Sie ein Foto machen von mir? Darf man damit was machen? Oh, der dreht sich. Annika! Ja, das Wasser ist ausgelaufen. Da muss ja irgendeine Instanz gesagt haben, ja, es ist eine gute Idee, wenn Adam auf der Bühne mit dem Ball rumspielt. Dann ist doch klar, dass das Ding direkt dann im Publikum landet und erstmal 15 Geschirrstücke umschmeißt. Es gibt endlich ein neues Rathaus in Clash of Clans. Rathaus 16 ist rausgekommen. Town Hall 17! Und das werden wir jetzt richtig schön alles kaufen. Alles, was ihr hier seht, werde ich mir kaufen. Ich bin ganz schön gut im Game, oder? Jahrelange Übung. Damit bewerbe ich mich. Ich werde E-Sportler. Bombenturm hoch, 45 Euro, 7 Euro Finish. Level 222. Ey, ich check das alles nicht, ne? Ich weiß, dass es funny ist, aber ich check das Spiel gar nicht. 22 Euro. Mann, ich bin so ein Boomer geworden, Digga. Wie alt bin ich? 25 Jahre. Und ich check Fortnite nicht und Clash of Clans. Was für eine Kacke, Digga. 23 Euro, 54 Euro, 25. Wie viele Leute von euch spielen Clash of Clans? 26 Euro und nochmal 57 Euro. Es ist beides Max. Ich freue mich jetzt, dass er maxed ist. Er ist Level 90 und seine Ausrüstung ist Max. Nochmal 480 Euro. Ey, aber geil, dass ich nicht. Früher. Oder so. Sonst habe ich da mal mega Probleme. Das klappt ja wunderbar. Ich kann 3500 Euro in ein Handyspiel reinknüppeln in einer Stunde und keiner meckert. Ich muss mich nicht verifizieren. Ich muss keinen Ausweis zeigen. Ich muss mein Passwort nicht nochmal eingeben. Das freut mich. Das ist richtig angenehm. Ich habe nochmal für 960 aufgeladen. Damit sind wir dann bei knapp 2500. Aber es kommt auch nur einmal im Jahr ein Rathaus-Upgrade. Normaler Montagabend. Can speak English? Of course, I'm also known as an international streamer here. BB, you've been watching the games here, obviously with Maluna, and seeing exactly how things are unfolding. Have you been Wieso klingen E-Sports-Kommentatoren immer gleich? Alle. surprised by who's made it to the semi-finals and final, or do you think these are teams that you predicted would go all the way? So yesterday wasn't that exciting for my own experience. No! Nein! Mach du! Okay. Was hab ich? Es war so schlimm, Minus auch. International Streamer hier. Jo, geiles Video. Ich bin nie dabei, ich werde nie dabei sein. Aber ihr könnt gerne ein Like auf dieses Video da lassen. Abonnieren, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.